Servus! So, heute ist Mittwoch, der 28.10. Kampf gegen das Sonnenlicht. Mit der Zeitumstellung wird es jetzt nicht besser werden. Und ich würde sagen, gehen wir gleich auf den Acker und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Ackerfläche. Also, los geht's. So, ich bin heute natürlich wieder mit dem Garrett Apex unterwegs. Und wie gesagt, die Einstellung, wenn ich mit denen zufrieden bin, so wie ich letztes Mal die Silbermünze und die anderen Münzen gefunden habe, werde ich sie euch verraten. Zusätzlich bin ich mit dem NX5 Spaten unterwegs und mit dem Pro Pointer von Garrett mit der orangen Möhre. Also wer einen Pinpointer sucht, der sich mit den Kopfhörern koppeln lässt, dann ist dieser Garrett Pro Pointer AT wirklich eine gute Wahl. Und das alles wurde mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt. Und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Wünscht mir gut Fund und los geht's. So. Das ist wieder ein guter Beweis, jetzt gerade bei dem matschigen Wetter. Also der Acker ist witzigerweise einigermaßen trocken, aber in dem Barz irgendwas zu finden ohne Pinpointer undenkbar. Ich habe vorher schon das Signal gehabt, das war irgendwas Altes, aber nichts Ganzes. Aber ich glaube, ich habe gerade die erste Silbermünze für heute gefunden. Ah, sehr geil. Die lag nicht tief. Die konnte ich mit dem Fuß den Abraum wegbewegen. Jo, das sieht nach einer Silbermünze aus. Schauen wir mal, ob wir was erkennen können. Machen wir das Ding mal scharf. Ich kann gerade nicht wirklich irgendwas drauf erkennen. Hinten ist ein Adler drauf. Ich schaue es mir mit dem Auge an. Ne. Adler. Egal. Silber. Das erste Silber für heute mit dem Apex. Apex, wie gesagt, du gefällst mir. Weiter geht's. Nicht wundern über das Geräusch im Hintergrund. Da fährt ganz langsam ein Güterzug vorbei. Und ich habe hier den ersten Uniformknopf für dieses Jahr gefunden. Könnte sogar von der Wehrmacht sein. Bin mir da nicht sicher, ich bin nicht so der Militariersammler, aber es ist ein Militärknopf, das weiß ich. Öse ist auch noch da. Cool, der erste Knopf für heute. Yeah! Weiter geht's. So, es wird immer dunkler, ihr seht es nicht, aber ich habe hier, glaube ich, die nächste Münze gefunden. Die war da drüben drin, das konnte ich mit dem Fuß wegbewegen. Schauen wir mal, machen wir das mal scharf. Nee, ich glaube, das ist eine Öse da hinten. Mit der Kamera sehe ich echt mehr. Nee, ist ein Knopf. Der zweite Knopf. Weiter geht's. So, jetzt habe ich irgendwas gefunden. Ich kann es schon gar nicht mehr erkennen mit den Augen. Jetzt schauen wir mal, ob ich es mit der Kamera sehen kann. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat sich auf alle Fälle interessant angefühlt. Jo, das sieht auch interessant aus. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht fast ein bisschen aus wie eine Gewandnadel, aber halt ist eher für unwahrscheinlich. Keine Ahnung, machen wir später sauber, schauen wir uns nochmal an. Und ich nutze noch ein bisschen die Zeit, bis ich gleich gar nichts mehr sehe. Was ich noch positiv erwähnen möchte beim Apex, man kann hier natürlich den Hintergrund beleuchten vom Display. Und wenn ihr mal den Akkustand anschaut, ich habe ihn, seitdem ich ihn habe, bis jetzt nur einmal aufgeladen. Und ich bin ungefähr mit dem jetzt, sage ich mal, 12 Stunden locker unterwegs gewesen. Und es ist ein Balken gerade eben weggegangen. Und ich habe gerade hier, ich hoffe, ich finde es noch, ich habe gerade hier meinen ersten, ich muss mal mit dem Handy suchen, sonst nehmen wir nochmal den Pinpointer. Ich habe gerade hier den ersten Augsburger oder Regensburger Heller gefunden. Ich sehe ihn nicht mehr. Es ist so dunkel. Holen wir mal schnell den Pinpointer dazu. So. Und zwar haben wir es hier. Ich rubbel es nur einigermaßen frei, nicht, dass er mir wieder aus der Hand fällt. Machen wir scharf hier. Ihr seht, man sieht gleich gar nichts mehr. Ja, von der Form her würde ich sagen Augsburger Heller. Die Regensburger sind ein bisschen länglicher gezogen. Super, die nächste Münze und vor allem eine schöne alte. Wunderbar. So, ich gebe mir noch ein paar Minuten und dann muss ich echt aufhören hier. Bis gleich. So, und das ist der letzte Fund für heute, weil ihr seht es jetzt schon am Handy. Es ist dunkler als wie ihr es hier seht gerade eben, aber ich habe gerade einen Knopf gefunden, ich habe schon gespürt, dass da eine Öse dran ist, der ist auch anscheinend verziert. Also ich habe das mit dem Licht vom Pinpointer gesehen. Sehr cool, super, wieder ein schöner Knopf. Ich bin mal gespannt. Super, dann sehen wir uns gleich wieder. So, kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Ich habe alles grob gereinigt und das ist tatsächlich alles, was ich heute gefunden habe. Also ich habe nicht irgendwas jetzt hier unterschlagen oder irgendwie weg. Also Aluminium Drehverschlüsse, ich habe ihn gesehen.
Den habe ich noch, das stimmt. Den habe ich weggeworfen. Das habe ich noch aufbewahrt. Kommen wir erstmal zu den Münzen, die ich gefunden habe. Silber mit dem Apex, das ist natürlich super. Ich zeige euch das mal. Ich habe mir das schon mit der Lupe angeschaut. Schauen wir mal, ob ich das für euch hier auch nochmal herzaubern kann. Schauen wir mal, ob ich es richtig rumhalte. Und zwar seht ihr hier ein Kreuzer von 1864, glaube ich. Ich schaue nochmal mit der Lupe. Ja, 1862 oder 1864. Ein Silberkreuzer, und zwar ist der aus Frankfurt, wenn ich das hinten richtig gelesen habe. Ich zeige euch mal die Rückseite. Sehr geil, oder? Genau, auf der rechten Seite steht Frankfurt. Silber, ein Silberkreuzer, mega geil, super Sache. Dann zum Augsburger Heller. Ich liebe diese, also vor allem die Regensburger. Schauen wir mal, ob man auf dem noch was erkennen kann. Der Augsburger Heller, der hat immer, genauso wie hier, der ist so achteckig. Und auf dem sollte irgendwo der Zapfen, der Pinienzapfen zu sehen sein. Es könnte sogar eine andere Stadt sogar sein. Ich sehe hier den Pinienzapfen nicht. Und was Rundes, den habe ich auch schon mal gefunden. Ich weiß es gerade nicht. Aber ihr seht, die Kleinteile-Empfindlichkeit vom Orks. Also, und was habe ich denn als Vergleich am Bierdeckel? Genau. Wenn ihr das mal vergleicht, wie klein die Münze ist und der Apex, ich glaube, ich habe gerade Orks gesagt, der Apex ist extrem kleinteileempfindlich. Also ihr seht, super, ein super Ergebnis. Vor allem der lag, sage ich mal, mit dem Stiefel habe ich bestimmt 20 bis 30 Zentimeter Matsch weg und darunter lag er. Und das ist einfach super, das freut mich genau. Sowas brauche ich in einem Detektor, eine Kleinteileempfindlichkeit. Jo, und dann haben wir hier noch die anderen Sachen. Das ist der Knopf, den ich jetzt am Ende gefunden habe. Ich habe gedacht, der ist verzerrt, aber er ist nicht verzerrt, ist einfach nur auf der Oberfläche vergammelt. Aber mit Öse, und ich freue mich immer über meine Knöpfchen, das wisst ihr ja, dann der, gehe ich mal stark davon aus, Militärknopf, Wehrmacht, könnte aber auch von der Bundeswehr sein, aber ich denke mal, so wie die kleinen Pickelchen hier aussehen. Keine Ahnung, wenn jemand sich damit auskennt, mir gerne in die Kommentare schreiben. Und der dritte Knopf im Bunde und das Teil, keine Ahnung, also sieht interessant aus, kann alles Mögliche gewesen sein. Da war auf alle Fälle am anderen Ende noch irgendwas dran. Was das mal war, ob das eine Gewandnadel war, wage ich zu bezweifeln, ist glaube ich nicht. Könnte aber sein, wenn jemand sagt, ja, kenne ich, das sieht so aus, als wenn hier sogar der Rand geriffelt ist. Ich schaue mir das, oder ich hole mal die Lupe dazu. Schauen wir, ob wir hier irgendwas sehen können. Nee. Keine Ahnung. Also, wenn jemand eine Idee hat, das könnte natürlich auch irgendwas ganz Einfaches sein. Zum Beispiel von einer Schublade, dass man die hier irgendwie aufziehen konnte. Dass das der Griff war. Keine Ahnung. Und dieses Teil neben dem Kronkorken, der Kronkorken war Schrott, aber das hier sieht irgendwie interessant aus. Irgendwas von irgendwas. Machen wir es mal größer. Keine Ahnung. Ist auf alle Fälle gerillt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, Schrott auf alle Fälle jetzt. Und jo, das fasst mal die Funde zusammen. Ich mache hier nochmal scharf, dann seht ihr es nochmal. Mich freut es halt wirklich wegen der Silbermünze. Auch die letzten Male bin ich wieder hier bei dem Supermarkt, wo man sich lecker Bierchen kaufen kann. Ich habe noch einen Rohrreiniger gebraucht, das hat perfekt gepasst. Prost auf euch. Das waren jetzt 1,5 Stunden. Ja? Und für alle, die jetzt gerade anfangen zu sondeln, es ist nicht selbstverständlich, dass man auf den Acker losgeht und findet gleich eine Silbermünze, Knöpfe und so weiter. Also ich fühle mich da schon geehrt und freue mich auch. Also das muss man auch mal betonen, dass das nicht die Selbstverständlichkeit ist. Aber ihr seht, wie gut die Diskriminierung funktioniert, dass ich eigentlich keinen Schrott gefunden habe, bis auf den Schraubverschluss. Ich wollte ihn ausgraben, weil ich einfach auch den Apex noch am Erlernen bin. Bin aber mit dem Programm, was ich mir jetzt zusammengestellt habe, mega zufrieden. Und jo, für alle, wie gesagt, auch Anfänger, die jetzt gerade anfangen mit dem Sondeln, die sich vielleicht auch mein Video gerade anschauen, es ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich freue mich, diese Silbermünze und auch der kleine Heller, das sind Sachen, das macht einfach Spaß, so Sachen zu finden. Der Sondelalltag sieht bei manchen anders aus. Ich freue mich, dass meine Ackerflächen gut sind, muss ich echt sagen. Kommen wir kurz auf den Apex nochmal zu sprechen. Ich bin mit dem wirklich zufrieden. Am Anfang habe ich mir echt schwer getan. Ihr könnt euch an die Videos erinnern. In der Zwischenzeit funktioniert es. Ich finde Silbermünzen, das war jetzt das zweite Mal. Also 3 Mal habe ich jetzt insgesamt mit dem Silber gefunden. Und heute gleich dann auch wieder
Entschuldigung, Silbermünze, den Heller super. Also es ist toll und der ist leicht, er ist beleuchtbar. Also das ist wichtig, dass das Display beleuchtbar ist. Das Wetter wird nicht besser, es wird immer dunkler. Also finde ich ein wichtiges Feature, das Gewicht, die Akkuleistung. Wie gesagt, seitdem ich ihn habe, bis jetzt nur einmal aufgeladen und der Akku hält immer noch. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Ja, mei, passt. Ich bin top zufrieden. Also wer jetzt gerade nochmal überlegen ist, ihr müsst euch da selber entscheiden. Ich bin mit dem Orks super zufrieden. Der Apex fängt an, mir immer mehr Spaß zu machen und ich bin jetzt wirklich lang mit dem Orks gelaufen und freue mich, dass ich mit dem Apex jetzt zurechtkomme, weil das ist auch wieder ein komplett neuer Detektor, wo ich wieder neue Sachen feststelle. Und ich bin mal gespannt, was ich auf den Flächen, wo ich sonst unterwegs bin, mit dem Apex noch finde. Jo, genau. Ich glaube, das schließt das Ganze jetzt irgendwie ab. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich wünsche euch was, wenn ihr selber noch am Sondeln seid, gut Fund. Ich hoffe, dass ihr am Wochenende rauskommt. Ja genau, das wollte ich noch sagen. Weil 1,5 Stunden, ihr wisst es selber, die Zeit vergeht wie im Flug. Und ich freue mich für die kurze Zeit. Eine Silbermünze, super. Und ich hoffe, dass ihr am Samstag oder am Sonntag mehr Zeit habt, wo ich dann auch bei besserem Licht länger sondeln kann. Bis dahin wünsche ich euch was. Gut Fund und macht es gut. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund in dieser Scheißzeit. Also, Servus.